so aus. Hey, mega schön, dass du heute mit dabei bist, jetzt hier zu dieser Hour of Prayer an einem Dienstagmittag. Dan, mega schön, dass du da bist. Es ist gut, da zu sein. Sehr, sehr, sehr schön. Wir sind heute aus dem Galaxy-Raum, liebe Leute. Das ist einer unserer Kinder- und Jugendräume, wo wir auch das College haben. Ich wollte gerade fragen, Dan, erklär doch mal, was ist denn das hier unten eigentlich? Also wie gehört das uns? Also wir haben das unter der Woche. Wie sieht das aus? Ja, es ist so, dass die Hall oben, das mieten wir nur Sonntag. Aber unter der Woche haben wir -1 und -2 Untergeschosse. Die 2 Untergeschosse gehören uns während der ganzen Woche. Und die haben wir auch vom Rohbau gemietet und umgebaut. Und wenn du siehst, die haben da hinten mit Screens. Oh, das ist etwas komisch jetzt. Genau, jetzt mache ich alles gut, ich drehe mal so rum. Mach es mal so. Ja, man sieht so den Raum, wir haben den umgebaut, damit wir den für Kids nutzen können, für Youth nutzen können, für, wie Dan sagt, für College nutzen können. Genau. Ja. Genau, und heute beten wir zusammen. Schreibe kurz in den Chat hinein, von wo schaust du zu, weil heute machen wir so ein richtiges Popcorn Prayer, oder kann man das sagen? Ja, Popcorn Prayer, Fire Prayer, was auch immer, wir wollen für dich beten. Das ist das, worum es geht. Gebetsanliegen von dir, du, der jetzt gerade zuschaut, die gerade jetzt zuschaut. Also schreib es mir mal kurz in den Chat hinein, ich schaue mal kurz, von wo ihr zuschaut. Schreibt mir vielleicht, ihr könnt ihr sagen, die Stadt oder aus der Arbeit, aus der Küche. Schreibt nicht, wenn ihr aus dem Auto dabei seid, weil dann solltet ihr nicht schreiben. aber sonst schreibt dazu, wo ihr gerade die Sandra seid. aus Zürich, Bayern. Mega schön. Bei Düsseldorf ist es aus der Küche. Schaut ihr gerade zu aus irgendwie vielleicht Mittagspause bei der Arbeit, Bodensee, sehr schön. Wunderbar. Richtig gut, sehr schön. Von mir wisst ihr ja, wo ich bin. Marco, du bist auf Gran Canaria, natürlich wissen wir das. Hamburg zu Hause, Norden, Nordküste, Ostfriesland. Sehr cool. Sehr cool. Sehr cool. Sehr schön. Aus Friesland haben wir auch eine Microchurch in Mormaland, wenn du das noch nicht weißt, aber ich glaube, du weißt das. Die Rosi ist auch dabei, welche immer unsere Wäsche so gut zusammenlegt jeden Sonntag. Hi Rosi, schön bist du dabei. Mega schön, ja. Aus der Küche die Natalia. Ja, super. Aus Schaffhausen, das ist eben gut. Was gibt's bei dir? Hey, lass mich zum Anfang beten. Jesus, danke dir, Vater, für das, was du in jedem Einzelnen von uns tust. Und es ist so cool zu sehen, aus wie vielen verschiedenen Orten wir alle jetzt hier zusammenkommen dürfen, um dich anzubeten, um mit dir gemeinsam einfach zu beten und Jesus, dich an erste Stelle zu stellen, Vater. Ja. Danke dir, Jesus. Lade dich ein, Heiligen Geist, zu wirken an all diesen Orten. Du vereinst uns jetzt gerade. Und ich lasse das zu. Einfach das Miteinander. Danke dann, dass du unsere Gebete hörst in dieser Hour of Prayer, in dieser Zeit, die wir zusammen haben. Wir ehren dich und sagen, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel soll er auf der Erde sein. Du gibst uns jeden Tag, was wir brauchen und führe uns in einen guten Weg, der uns nicht in die Versuchung gibt. Und hilf uns zu vergeben, wo wir vergeben dürfen und müssen. Weil du hast uns so vergeben und möchten dir alle Ehre geben in dieser Zeit. In jeder Zeit. That's right. Ist gut. Amen. Amen. Hey, ich habe gerade gedacht, bevor wir in eure Gebetsanliegen reingehen, was wir auf jeden Fall machen werden. Deswegen macht euch schon mal Gedanken, worüber und wofür wir beten können. Und dann könnt ihr das schon mal anfangen, in den Chat reinzuschreiben. Und wir werden das dann gleich mit aufnehmen. Denn ich finde es cool, wir haben jetzt gerade am Sonntag unseren ICF Teens und Youth Camp angefangen. Und ich finde es cool, wenn wir einfach gemeinsam als Community da jetzt einfach reingehen können. Es sind insgesamt über 250 Jugendliche auf 2 verschiedene Camps. Einerseits unsere ICF Teens, die jetzt gerade mit knapp über 100 Leuten ein Teens Camp machen, und dann unser ICF Youth, die mit knapp über 150 Leuten das ICF Youth Camp machen. Du holst gerade die Gebetsanliegen raus. Lass uns da doch einfach einmal reingehen. Mega schön. Ich hoffe, jemand hat gesagt, das Mikrofon ist etwas leise. Wirklich? Ist es bei allen so oder nur bei dieser Person? Weil sonst Schreib's gerne rein, ja. schreib es kurz rein. Ich schau mal, ob es Schreib, bei geht. wem es ist, weil dann kann die Person ein bisschen lauter reden, wenn das Genau. Gut, also wir beten. Ich habe heute Morgen diese Gebetsanliegen bekommen, die sind fresh. Die sind wirklich frisch. Meine Tochter hat heute Morgen mir geschrieben, sie hat gesagt, hey, Dan, Daddy und Mommy, ich war im Gebet und es war super, schön, und sie genießen dort eine gute Zeit. Wir beten für Taufentscheidungen.
Come on. Am Donnerstag werden Taufen sein. Mittwochabend werden ein Soaking-Abend sein. Einfach eine Zeit, wo sie sich öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes. Sie haben momentan noch schlechtes Wetter. Sie beten für gutes Wetter und Kraft und Schutz für alle Leiter. Lass uns anfangen zu beten. Nehme einen von diesen Gebetsanliegen und lass uns jetzt an dem Ort, wo du bist, beten. Wo möchtest du starten? Mega. Lass das doch eben schnell in den Chat rein. Ja, komm. Ja. Magst du sagen mal schnell? Ja, mach das. Fang mal an. Genau. Jesus möchte um Schutz beten für die Leiter. Jesus, du weißt ganz genau, dass wenn wir uns reingeben in so eine Season, wo wir uns investieren wollen, wo wir alles dir geben wollen, Jesus, dass der Teufel das nutzt, um Unfrieden reinzubringen, um Zerstörung reinzubringen. Und Jesus, wir sprechen dagegen. Jesus, ich spreche einfach da diesen Schutz aus über die Leiterschaft, über Paul, über Janice, über Benny und alle ihre Leiter, Jesus, dass du einfach dort wirken kannst, Jesus, und dass sie sich voll reingeben können in das, was du tun möchtest, Jesus. Vater, ich bete Schutz auch über die Jugendlichen aus, Jesus, und dass du einfach ihr Herz wirklich berührst heute und diese ganze Woche, Vater, und dass da, Vater, einfach Veränderung reinkommt, aber dass wir einerseits erleben dürfen und feiern dürfen, dass Jugendliche sich für dich entscheiden, aber dann, dass wir auch Taufen feiern dürfen, Jesus. Oh, Vater, ich danke dir, du liebst jedes eins von diesen Teenagers so stark. Ja. Und ich bete, dass jetzt einfach, dass sie diese Vaterliebe erleben dürfen. Dich ganz praktisch erleben und Leib, Seele und Geist. Heiliger Geist, wirke. Du weißt auch, du hast uns alle gemacht, du weißt die Art und Weise, wie wir dich erleben müssen, wollen, können. Und ich bete, dass das gerade für die Teenagers, die vielleicht auch Kopfmenschen sind, die so nicht so gefühlsorientiert sind, dass sie ein Erlebnis haben, wo du sie in ihrem Kopf, in ihren Gedanken, in ihrem Intellekt begegnest. Ich bete, dass eine Jugend heranwachsen darf, dass das eine Jugend sein darf, die einen festen Glauben hat in das, was sie nicht sehen. Come on. Und dass sie wirklich dass sie dürfen uns Eltern anspornen in ihrer Liebe, in ihrem Miteinander, in ihrer Hingabe. Und ich segne die Leaders, dass sie selber einfach auch Kraft haben und Weisheit haben, auch die Fragen, ein authentisches Christsein vorzuleben. Ja, come on. So gut. So gut. Und Jesus, wir beten auch für richtig gutes Wetter. Es ist so wichtig, dass gerade die Altersgruppe, dass sie dort wirklich Spaß haben, und es hat viel mit dem Wetter zu tun. Jesus, ich bete da einfach, dass der Regen, den wir im Moment haben, dass der einfach geht. Und Jesus, dass wenn sie dort in München, ich weiß nicht, wie es in München ist, Jesus, ich bete, dass der Regen geht und dass sie fantastisches Wetter haben, wo sie wirklich baden gehen können, wo sie Spaß miteinander haben können und die Zeit einfach richtig, richtig, richtig gut genießen können, dass Freundschaften gebaut werden dort, Amen. Freundschaften fürs Leben gehalten, Jesus, und dass sie dort einfach durch den Spaß, den sie haben, Vater, dass dort einfach wirklich Memories, heißt es auf Deutsch, wirklich Momente geschaffen werden. Erinnerungen, an die sie sich einfach ihr Leben lang erinnern dürfen, Jesus. In deinem Namen sprechen wir Segen aus. Amen. Amen. Komm, lass uns noch dranbleiben für das Youth Camp. Ja, let's do it. Ich habe nicht spezielle Gebetsanliegen dort, aber die sind in Italien und die sind etwa 150 Personen. Und lass uns jetzt einklinken. Ich weiß, das ist vielleicht etwas, für mich ist Gebet auch, ich merke immer wieder auch eine Fokussache. Ja, weil wir können jetzt für ganz viele Dinge beten und wir werden ganz für viele Dinge beten. Aber ich bete auch für die jetzt gerade dazugekommen sind beim Livestream. Wir beten zusammen und das Gebet, das wir zusammen beten, hat große Kraft. Und Gott hört es auch, wo du immer du jetzt gerade bist. Und ich danke dir. Und ich glaube, oft ist gerade ein Gebetsanliegen für andere, das braucht am meisten so, wirklich bei mir auch so Fokus. Jetzt bete ich wirklich, so, oder? Aber ich glaube, dort liegt auch eine große Kraft. Also lass uns beten für das Youth Camp in Italien. Könnt ihr vielleicht reinschreiben, so kurze Gebete in den Chat, das fände ich noch schön. Let's do it. Und dann lesen wir die vor. Let's do it. Einfach so Sätze, die ihr betet, gerade jetzt in den Chat hineinschreibt. Das wäre mega, mega schön. Let's do it. Für das Youth Camp, die sind in Italien, die sind 16
bis 19, gell? Oder bis 18. Gott zünde neues Feuer an bei diesen Teenager, bei diesen Youth. Come on, wir sind auf euch jetzt hier angewiesen. Ihr schreibt die Gebete und wir sprechen sie laut aus. Come on. Danke, Vater im Himmel, danke, dass wir füreinander beten können. Bete für Erweckung. Für neue Saat und Ernte. Ich will, dass ganz viele, dass die Ernte groß sein darf in diesem Camp und neue Saat, die Leute bestückt werden mit neuer Saat, die sie weitergeben dürfen nach dieser Woche. Wir beten für die Jugendlichen, dass der Herr ihre Herzen erfüllt. Come on, das ist gut. Für einmalige, unvergessliche Begegnung für jeden Jugendlichen mit Jesus, die sie ihr Leben positiv prägen. Grüße aus Wuppertal. Lass das Feuer fallen, Heiliger Geist, beten wir. Ja, und schenke offene Herzen und einen Hunger nach dir. Unsere Jugend braucht dich, Jesus. Tue die vielen Wunder dort. Danke, Herr, bist du diesen jungen Menschen spürbar nahe und schenkst Vatermomente mit dir im Namen Jesus. So gut. Bereite das Zuhause vor, damit der Widersacher nichts niederreißen kann, was gesät wurde. Nimm Verletzungen weg, die sie hindern, sich völlig zu öffnen. Yes, im Namen Jesus. Jesus, ich bete, dass du Erweckung schenkst in der Jugend und die Zeit segnest und sie dich, Jesus, neu erleben. Wir beten für Leute, die sich taufen lassen wollen, dass sie wirklich diesen Schritt machen, dass die Kids das Feuer aus dem Camp nach Hause und ihre Umgebung tragen gutes dürfen. Gebet, come on, das ist gut. Mehr gut. Come on, I like it, hey. Danke, dass wir frei leben und es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass unsere Youth sich treffen kann. Ja, Generationen Glauben und Gunst beten wir im Namen Jesus. Lebenslügen, die sich in ihrem Leben eingeschlichen haben, in Jesu Namen aufgedeckt und mit Gottes Wahrheit erfüllt werden. Auch für andere Jugendliche in der Umgebung. Und jetzt, lass uns, ich weiß, jetzt beten wir für dieses Camp da, aber ich weiß, in unserem Umfeld, da gibt es Jugendliche, junge Erwachsene, die vielleicht selber hast du Jugendliche oder junge Erwachsene, vielleicht bist du selber jetzt in diesem Alter und schaust zu. Lass uns einfach beten für unsere Microchurch Youth, für Small Group Youth, Familie. Cool. Das ist gut. Magst du uns leiten? Ja. Ist gut. Ja, Vater, ich danke dir, dass du am Wirken bist in der Jugend. Das ist nicht eine verlorene Generation, es ist auch nicht eine Generation, die speziell, also jede Generation ist wieder angewiesen auf dich. Jede Generation braucht dich wieder neu, braucht wieder einen neuen Zugang und wir stehen ein für die jetzigen Jugendlichen, für die Teenager und jungen Erwachsenen in unserem Umfeld, in unserer Familie, in unseren Microchurches. Möge da einen Ruck und eine Hingabe sein, eine Barmherzigkeit und eine Klarheit, einen Mut und ein Gottvertrauen. Und möge die Teenager, möge die Jugend ein Zeichen sein, die starkes Miteinander, eine starke Liebe füreinander und für dich. Wie die ersten Christen, wo quasi die verschiedenen quasi Gruppierungen wurden vereint, aber sie hatten ein klares Ziel und klares Miteinander. Möge dieses klare Ziel und Miteinander wieder unsere Jugend prägen. Come on. Amen. Amen. Alright. Hey, lass uns reingehen in eure Gebetsanliegen. Ich finde es super. Hey, das klappt mega gut, dass ihr dabei seid, dass ihr die Sachen reinschreibt. Lasst uns jetzt für eure Sachen beten. Und zwar, es geht hier nicht um Dan und mich, die für euch beten, sondern lasst uns da einfach gemeinsam füreinander beten. Das heißt, schreibt bitte eure Anliegen rein und dann antwortet auf diese Sachen auch gerne im Chat und wir filtern durch und werden auch für Sachen beten. Aber wenn wir Sachen verpassen, dann hat das nichts damit zu tun, dass es nicht wichtig ist. Sondern wir machen das zusammen und wir nehmen einfach das raus, was wir sehen. Und ich hoffe, dass jetzt im Chat einfach wirklich viel passiert. Also es soll jetzt wirklich durchgehen und wir nehmen uns die Gebetsanliegen dann einfach raus. Also jetzt eure Gebetsanliegen. Schreibt es in den Chat hinein. Come on. Die Lisi. Also, hat sie jetzt gerade nochmal was Die reingeschrieben? Lisi Grünwald. Ja, super. Nimm es doch einfach.
Also, lass uns beten für die Lisi. Sie hat einen krebskranken Sohn. Die Freundin hat einen Sohn. Und wir beten für diesen Sohn von Lisis Freundin, für Gesundheit. Yes, ich segne jetzt dieser Leon im Namen Jesus. Möge es hier auf Erden sein, in seinem Körper wie im Himmel. Und dieser Krebs verschwinden im Namen Jesus. Sprechen Gesundheit und Heilung aus über den ganzen Körper, dass er leben darf und deine guten Werke verkünden darf. Come on. Claudia schreibt, dass unser Sohn Julian braucht ein Wunder, dass seine Herzklappe wieder neu wird. Und Jesus, wir beten dafür jetzt einfach. Ich glaube ganz fest, dass du Wunder tust und dass du Heilungswunder tust. Und Jesus, du weißt ganz genau, was jetzt gebraucht wird dort, damit diese Herzklappe wieder so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Und ich bete, Jesus, dass du da jetzt reinkommst, Jesus, und dass du eine Wiederherstellung jetzt machst in deinem Namen. Ja, wir beten zusammen mit Maria, dass einfach, ich sage, hilf uns zum Glauben, dass wir dir vertrauen dürfen, auch wenn wir nicht sehen. Du bist ein guter Vater, du bist ein Arzt, du bist ein Tröster und du hast gute Pläne und hilf uns, dir zu vertrauen in jeder Zeit und Glaubensmänner und Frauen zu sein, die nicht auf das gehen, was sie sehen. Ihr dürft einfach weiter in Gebetsanliegen reinschreiben. Jesus, beten für Martina, dass du ihr zeigst, wohin sie gehen soll, um deinen Namen groß zu machen. Das ist ein mega schönes Gebet. Und Jesus, ich bete da einfach für Offenbarung, dass du dich zeigst, dass du dich sichtbar machst und dass du klar redest, Jesus. Ich segne dich, Volker, dass COPD, ich weiß nicht genau, was es ist, aber Lungenprobleme, mit Gesundheit im Namen Jesus. Mit Heilung und Gesundheit. Und ich bete, Heiliger Geist, genau jetzt, dass du kommst und seinen Körper berührst, an den Ort, wo er jetzt gerade ist. Spreche Leben wieder in dieses Lungen ein, möge sie wieder Kapazität haben, im Namen Jesus. Ich bete für den Freund, der seit einer Woche im künstlichen Koma liegt. Jesus, erbarme dich. Ich bete, Jesus, dass was auch immer dort geschehen muss, dass du dort reinkommst, Jesus, und dass du Heilung schenkst, Jesus, dass du einen Wunder schenkst. Und ich danke dir für den Sohn von Nadine, den 4-Jährigen. Du hast ihn geschaffen, das Leben gegeben und für gute Werke, die du schon im Vorfeld vorbereitet hast. Und jetzt segne ich diese Lunge auch und dass wieder voll Luft reinkommen kann und dieser Körper, dass das Bronchitis geht. Das beten wir zusammen und ich klinke mich ein mit allem, die schon gebeten haben für das. Dass dann möge wirklich das wieder vollständig gehen, er vollständig geheilt wird und Kraft bekommen, auch ohne Medikamente vorwärts zu gehen. Ich danke dir für die Ärzte. Ich segne auch, dass sie Weisheit haben, die richtige Entscheidung zu machen. Wir beten für all die Ärzte, die in unserem Umfeld sind. Schenk ihnen Einsicht. Weil da gibt es auch, wir brauchen Einsicht. Du kannst ihnen auch die göttlichen Ideen geben, Sichten geben. Aber ich bete auch für übernatürliche Heilung. Amen. Amen. Ich bete für, es haben jetzt ein paar Leute geschrieben, dass Familienmitglieder dich kennenlernen sollen und dass es Menschen gibt, die sich entfernen von dir. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt diese Menschen, du kennst sie beim Namen, du weißt, was sie brauchen, du weißt, wo sie stehen, Jesus. Ich bete, dass es Möglichkeiten gibt, wo sie dich erleben dürfen, dich erkennen dürfen, Jesus, und dass du jetzt einfach Türen öffnest in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Jesus, ich bete für Jobwunder, dass dort, wo Jobs gesucht werden, gebraucht werden, Jesus, dass du Türen öffnest.
Jesus. Und zwar Wunder im Sinne von, dass Menschen Jobs bekommen mit einem besseren Gehalt und einem besseren alles drumherum, als sie sich das je vorgestellt haben, Jesus, weil du derjenige bist, der Wunder tut, der Türen öffnet, Jesus. Ich bete, dass die richtigen Gespräche zur richtigen Zeit jetzt gerade geführt werden und dass du im Hintergrund dein Ding tust, Jesus. Und segne jeden, der das jetzt braucht, Vater. Amen. Danke, bist du unser Versorger. Yes, come on. Wir nehmen das einfach auch im Glauben an. That's right. Wie die Geschichte, die Andi Bandli am Sonntag gebracht hat. Wir danken dir fürs Essen. Auch wenn es gerade momentan vielleicht Mangel da ist oder die Versorgung. Oder gar nicht da ist. Oder gar nicht da Ja, ist. stimmt. Ja. Du siehst uns. Ja. Und unser ganzes Vertrauen setzen wir auf dich. Ja. Du hast noch niemand im Stich gelassen, der sein Vertrauen auf dich setzt. Und das, es ist ein Glaubensgebet. Ich danke dir, dass du uns siehst und uns versorgen wirst. Come on. Ich möchte dich für den Church Plant in den Städten Bayreuth, Hof und Zwickau einfach beten, Jesus. Vater, du weißt ganz genau, was der Gegenwind da ist und wir sprechen dagegen. Wir sprechen dagegen, Jesus. Ich bete, dass du jetzt einfach einen klaren Weg schenkst, Jesus, dass Menschen dieses Zuhause finden dürfen, diese Churches Zuhause finden dürfen und Jesus, dass du dich verherrlichst. Yes. Come on. Amen. Grüße nach Kanada. Jemand hat gerade eingeschaltet. Wir beten Dankeschön. jeden Dienstag seit That's right. Corona. Hey, seit 5 Jahren jetzt, ne? Seit 5 Jahren. das ist krass. Jeden Dienstag. Ja, das ist krass. Und das ist unspektakulär, spektakulär. Es ist so, ja, es ist so. Also und vor allen Dingen ist es ja mega cool, weil wir machen das jetzt einfach mit dem Handy. Oder es ist jetzt nichts, wir haben keine große Camera-Crew hier hinter uns, sondern es ist einfach Dan und ich in einem Raum mit einem Handy und wir sind einfach live. Und ich liebe das, dass es einfach genau so ganz unspektakulär, spektakulär. Das ist gut gesagt. Das ist gut gesagt. Hey, danke fürs Mitbeten. Diesen Sonntag. Ja, also letzten Sonntag. Letzten Sonntag Ja. war Andi Bandli da, hat über Legacy gesprochen. Und es hat mich schon, vielleicht noch der letzte Turn von heute, von dieser Outprayer, hat mich schon hat mich motiviert, wieder sagen, wo gibt es Menschen, in die ich mich investieren darf. Und das, vielleicht ging es dir gleich, wenn du die Message noch nicht geschaut hast, dann schau sie noch unbedingt nach. Was hat dich angesprochen? Hey, genau das. Also was sind die Menschen, mit denen wir gehen dürfen und was ist aber auch die Message, die wir weitergeben wollen. Also und auch was ist die Message, die Gott mir gegeben hat, die wir weitergeben dürfen. Weil ich fand das Bild, was er gebracht hat von dem Burger, fand ich cool, weil es etwas sehr Spezielles ist und er hat diese eine Sache hat er von diesem einen Typen gelernt und hat es dann weitergegeben. Und es war halt wie was ganz Spezifisches. Und weißt du, was ich mega spannend oder herausfordernd auch gewisserweise finde, ist, weißt, Gott hat dir Sachen gegeben, Gott hat dir Sachen gegeben und Gott hat mir Sachen gegeben. Und teilweise sind es ähnliche oder gleiche Sachen und teilweise sind es aber auch ganz spezifische Sachen, die wir wie weitergeben dürfen. Und da einfach rauszufinden, okay, was ist das, wofür Gott mich wirklich berufen hat und was ist das, was ich dort einfach auch weitergeben darf. Und dann, aber auch, wer sind die Leute, an die ich das weitergeben darf, die Gott in mein Umfeld einfach reinstellt. Wie ist es für dich? Welche Leute ziehst du danach? Ja, gell, ich wurde noch mal ganz neu konfrontiert mit gewissen Entschuldigungen, die ich habe selber. Oder Ausreden. Ausreden, vielleicht besser. Ausreden, wieso ich noch nicht das leben kann, was ich eigentlich möchte. Von dieser Legacy, von diesem Investieren. Und für mich war es nochmal, wie Gott gesagt hat, es ist immer, fang einfach dort an, wo du bist, wie du ja gesagt hast. Also, und wieder sagen, schlussendlich ist das, ist aus diesem Herz kommt das oft, was nachher merke, wow, das war mega krass jetzt. Aber es fängt aus diesem Herz an, ich verschenke mich wieder jemandem. Und das braucht auch immer wieder irgendwo wieder so ein frisches Ja dazu. Weißt du, was ich meine? So ein frisches Ja,
Ich mache das und ich kann das und obwohl es noch nicht so aussieht, vielleicht was ich da eines Tages haben möchte, ich fange mit dem an, was ich jetzt habe. Oder? Ich finde es mega spannend, oder? Weil er hat ja auch das Beispiel von den Legacy oder den Legends gebracht. Ne? Und es ist wie, er hat Cristiano Ronaldo und wen hat er noch da? Messi war noch der da Federer mit dabei. natürlich. Genau, und es ist voll interessant, weil wir als Menschen, wir sehen immer, das sind diese Legenden, die mega was drauf haben, mega was geschafft haben, aber eigentlich sind sie nur gut in einer Sache. Also sie sind bestimmt gut in vielen Sachen, das ist nicht die Sache. Aber sie sind für eine Sache sind sie bekannt. Ja. Also wenn du an Roger Federer denkst, dann denkst du an Tennis. Das ist halt so sein Ding, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir es zu kompliziert machen, dass wir sagen, wenn wir anfangen, unsere Legacy weiterzugeben, dann muss es das Gesamtpaket sein. Dann muss es halt es muss alles rund sein und alles muss passen und alles muss stimmen und ich muss alle meine Bereiche in Order haben und dann kann ich anfangen, das weiterzugeben an jemanden anderen, weil sie brauchen ja das runde Paket. Aber das, was Roger Federer zur Legende gemacht hat, ist die harten Stunden, wo er trainiert hat, wo er Spiele gespielt hat oder Matches gespielt hat voll. und einfach die einzelnen Steps gegeben hat und dann, das hat ihn letztendlich zur Legende gemacht. Und da einfach vielleicht auch den Druck ein bisschen rauszunehmen und zu sagen, okay, Jesus, genauso wie du sagst, ich investiere mich da, wo ich bin und ich gebe mich voll rein und bin voll da. Um letztendlich das zu tun, was Gott letztendlich mit mir ganz persönlich vorhat. Komm, wir beten auch dafür. Einfach speziell, dass wir das leben dürfen, weil ich glaube, dort kommt einfach nochmal das Königreich Gottes zur Entfaltung. Come on. Jesus hat gesagt, wer sein Leben behalten möchte, wird es verlieren. Wer es hingibt, wird es gewinnen für die Ewigkeit. Und dort ist das, in diesem Weitergeben, glaube ich, ist einfach der Schlüssel für das Leben. Ich kann es nicht anders sagen. Hey. Diesen Sonntag durfte ich einem Moslem, der wollte Christ werden. Oh, krass. In der Celebration, also im Foyer. Und dann sagt er, wollte ich nochmal sicherstellen, ist seine Motivation korrekt? Ja. Und dann habe ich ihm nochmal das Evangelium erklärt. Und ich sage dir eins, wenn du dann merkst du plötzlich, dass sogar die simplen Dinge musst du wieder sind nicht nur ganz einfach. Also im Weitergeben wird das Einfache, was du immer denkst, das kenne ich schon, plötzlich merkst du, das ist mega profound. Schon mega krass. Was das Opfertod Jesu. Oh my goodness. Also im Weitergeben wird das Simple plötzlich unglaublich kraftvoll. Ja, das stimmt. Hey, lass uns dafür beten. Come on, Dan. Bring it. Vater, ich danke dir, hast du uns berufen, Licht und Salz zu sein auf dieser Erde. Wir sind Licht und Salz durch dich. Und ich segne dich jetzt gerade, wo auch immer du zuschaust, mit dieser Gewissheit, dass du Licht und Salz bist. Du hast etwas zu geben, du hast Licht zu geben, du hast Salz zu geben. Du bist ein Botschafter, du bist nicht einfach nur der quasi ungesehen, Hauptsache ungesehen bleiben soll. Ja. Und ich segne dich einfach mit dem an deinem Ort, dass du das, was du von Gott bekommen hast, weitergibst. Come on. Und ich bete, dass du uns, Heiligen Geist, jetzt Leute aufzeigst, Situationen aufzeigst, wo wir das tun dürfen. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder beschenkst. Ich habe so oft erlebt, im Geben bekommen wir mehr als wir gegeben haben. Nicht in den gleichen Sport, in der gleichen Ressourcenart, aber overall. Und das habe ich erlebt. So gut, so gut. Und ich möchte jeden Einzelnen segnen, der jetzt hier dabei ist. Dan segnen. Vater, danke dir, dass wir uns in dein Reich investieren dürfen, Jesus, dass wir dir das bisschen, was wir haben, geben dürfen, Jesus. Und du multiplizierst es und machst das raus, was du letztendlich brauchst, Jesus. Vater, ich möchte wirklich einfach diesen Segen aussprechen, dieses Leben aussprechen über jeden Einzelnen hier. Wenn du denkst, du hast nichts zu geben, Gott hat trotzdem etwas für dich und mit dir vor. Und ich möchte es einfach aussprechen, Jesus. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die wir jetzt gemeinsam hatten. Danke, Jesus, für jedes einzelne Gebet. Und ich möchte es dir abgeben, dir ganz bewusst vor den Thron legen. Und daran glauben, dass du dich darum kümmerst und dass du dich um jeden einzelne Person kümmern wirst, Jesus. Wir lieben dich, Jesus, und wir sind so dankbar, dass wir das Privileg haben, Teil von dem zu sein, was du baust, Jesus. In deinem Namen.
Amen. 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 Alright, hey, wir haben diese Woche David Rominger aus Villingen-Schwenningen mit dabei. Er Der ist predigt super. eine sehr, sehr coole Message, die tatsächlich sehr gut aufbauen. Das ist nicht geplant, aber es ist gut aufbauend auf das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Es wird eine gute Message sein. Hey, ansonsten? Ich wünsche alle einen guten Mittag, guten Nachmittag. Bis bald. Bis bald. Bis Sonntag. Ciao, ciao.